etlichen Fällen also sich als harmlose Eispartikel oder Weltraummüll herausstellen, aber in anderen Fällen also war das 2006 also beim Shuttle Atlantis, wo gleich also 5 oder 6 Objekte also die Raumfähre umkreisten, weiß man bis heute nicht, was das war. Ich habe damals auch Jaime Maussan aus Mexiko dazu interviewt, ja. der auch über diese Sache berichtet hat. Ich meine, weil du gesagt hast, das muss nicht unbedingt ein außerirdisches Raumschiff sein, und das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Das schaut für mich eher aus, wenn es nicht irgendwie ein übergroßes Staubpartikel ist, was ich jetzt nicht glaube, dass es ein Lebewesen ist vielleicht, das im All ist auch eine Idee. Nicht in der Form, in der wir existieren, aber ich weiß auch nicht. Ne? Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Gedanke, der durch den Kopf stößt. Auch das von Apollo 12, die Aufnahme. Ich meine, das sieht ein bisschen anders aus, aber auch nicht wie die klassische Scheibe. Aber das ist auf der Mondoberfläche fotografiert worden. Ja. Es gibt mehrere Aufnahmen dieser Art, und das Gleiche gilt natürlich auch für also merkwürdige Strukturen. Also ein klassisches Beispiel oder ein bekanntes, also mich hat es halt sehr beeindruckt nach wie vor, stammt aus der Zeit vor, also der Mondlandung, 1968 war das, und da hat der mit Lunar Orbit 5 war das, also Erkundungssatellit, also der die Mondlandung, wenn man so wie vorbereitet hat ein rundes, helles Objekt fotografiert, das sich offensichtlich also auf der Mondlandschaft bewegt und eine kettengliedrige Spur hinterlassen hat. Und jetzt sind wir bei Kettenfahrzeug Mond angelangt. Aha, ja, ist es dabei auch, also bei der... Ja, ich hab's auch. Ja, dann ist es dabei. Die ist ganz erstaunlich, die Aufnahme. Ja, und also die Linie, wenn man sich genau anschaut, beginnt eigentlich mit einer Kurve und führt anschließend, das weiß man aufgrund also der Bildentfernung, und das alles kann man feststellen, das ist 275 Meter lang und führt dann symmetrisch eben weiter. Die NASA behauptet also nach wie vor, das sei lediglich ein rollender Felsbrocken. Möglich. Aber da sind noch mehrere Linien. Also es gibt da eine gerade Linie, die da so von oben nach unten geht, die ich glaube kein Artefakt des Bildes ist, weil sie mit der Landschaft mitgeht, also wo die Landschaft dunkler ist, wird die Linie dunkler und so weiter. Und oben ist noch eine Linie. Das könnte natürlich auch ein rollender Stein gewesen sein. Ja, also natürlich darf man also auch nicht ausschließen, dass es da und dort natürlich auch optische Täuschungen gibt und ganz normale Erklärungen. Aber es sind zumindest also Auffälligkeiten, die es wert sind, also genauer zu untersuchen. Also bei diesem Objekt da, das weiße Ding da in der rechten unteren Ecke mit dieser Radspur dahinter, dass das ein Stein ist natürlich möglich, aber ja. Und dann natürlich die ist aber ich habe noch nie so eine schöne Aufnahme gesehen vom Obelisk. Also der ist ja schon gemeinhin bekannt, wurde auch von den Russen fotografiert. Da gibt es auch eine sehr schöne Aufnahme am Horizont. Ja. Es schaut halt wie ein wirklicher Fremdkörper dort aus, passt nicht so richtig in das Bild dort hinein. Wie ein Wolkenkratzer eigentlich, ein moderner. Eigentlich, ja, also es erinnert an einen Obelisk, nicht? Also was es genau ist, wir wissen es nicht. Also umso mehr ein Grund, also der Sache eben nachzugehen. Und dann natürlich, ich meine, das ist einer meiner Lieblingsbilder, also diese Meerjungfrau am Mars. Ich meine, ganz ehrlich, das geht sogar mir, ich kann es mir nicht vorstellen, dass da wirklich so eine Figur, wie sie da angedeutet ist, was ist angedeutet? Ja. Das ist halt einfach ein Foto, man sieht da seine Knie, die Meerjungfrau, die so die Hand hebt, das ist ja ein grüner Pfeil drumherum, Kreis drumherum, ist, glaube ich, 10. oder 11. Bild von oben, kann man nicht verfehlen, rote Marslandschaft und dann diese, ich meine, ist es möglich, dass da tatsächlich eine Statue am Mars herumsteht? Ja, es klingt so unglaublich, dass man das eigentlich... Aber es schaut da interessant aus, das Bild. Nicht, glauben kann, ja. Natürlich, der Mars ist also nach wie vor also der günstigste Kandidat im Moment, also wo also Leben oder ehemaliges Leben vermutet werden kann. Ja. Übrigens, da muss ich kurz einhaken, nämlich man hat vor 2 Wochen ungefähr in aller Stille endlich
endgültig bestätigt, nachdem er ja schon 3 Jahre da herumwirkt dran, dass es wirklich salzhaltiges Wasser am Mars in flüssiger Form gibt, mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit. Ist in den Crop FM News zu finden. Also, also der Mars könnte durchaus Leben beherbergen, wenn auch nur in einfacher Form, also ob es diese Statue herstellen, weiß ich nicht. Ich meine, wir wissen natürlich auch der Mars, dass uns der genauso auch schon, sagen wir, einige Streiche gespielt hat, also Stichwort also Marsgesicht. Das würde nicht für einen Streich sein. Also Marsgesicht ist meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich, dass es sehr wohl eine künstliche Formation ist. Also ob es ein Gesicht ist, weiß ich nicht. Gerade da bin ich ein bisschen skeptisch, wenngleich die Struktur also nach wie vor sehr ungewöhnlich ist. Also das gebe ich zu. Ja. Aber ich meine, wir haben gerade beim Mars natürlich schon Stichwort Marskanäle und so weiter. Also das menschliche Auge hat halt die Eigenschaft, an der Grenze seiner Sehkraft so verworrene Details zu vereinfachen. Ja? Und da werden halt Kanten dann zu richtigen Mustern und so. Da empfehle ich die Lektüre von Richard Hoaglands Dark Mission. Es gibt da sehr wohl weitere Aufnahmen und wenn die nicht Hoch- und Tiefpass gefiltert worden wären, bevor sie die NASA die freigegeben hätte, hätte man da noch viel deutlicher gesehen, dass es sich beim Mars-Gesicht unter Anführungszeichen um eine künstliche Formation handelt. Und das ist eigentlich das Interessante dran. Eine riesige künstliche Formation, die man da vermutet. Ob das ein Gesicht ist mir eigentlich wurscht in erster Linie. Okay. Aber okay, ist ein anderes Thema und natürlich eine jahrzehntelange Kontroverse. Wobei, wenn ich das noch sagen darf, also ich finde fast noch, also als Comicszeichner, der ich auch bin, eine andere Geschichte, also originell, dass nämlich, also das ist mindestens so seltsam wie die Struktur selbst, ist eben ihre Entdeckung 18 Jahre vor der Entdeckung. Und zwar hat bereits 1958 der Jack Kirby hat der Comicszeichner geheißen, inzwischen also verstorben, der hat eine Story gezeichnet, die heißt The Face on Mars. Und es zeigt also, wie Astronauten ein riesiges, zum Himmel aufblickendes Marsgesicht erklimmen. Und die Parallele zur Formation in der Caledonia-Region ist also wirklich erstaunlich. Also der Comiczeichner war hellseherisch begabt. Weil der hat lange bevor überhaupt Sonden die Marsoberfläche erkundeten, hat er eigentlich das Thema vorweggenommen. Wie konnte er das wissen? Er kann man sagen, okay, ist Zufall, ja, aber ich fand es trotzdem also erstaunlich. Ja, das finde ich auch sehr erstaunlich. Ich meine, hellseherische Begabung sicher auch eine Möglichkeit. Vielleicht hat er aus irgendeiner Quelle einen Hinweis erhalten, dass man vermutet, dass solche Formationen dort existieren. Was weiß ich. Ich meine, da kann man sich jetzt viel ausdenken. Also ich kann mir da jetzt mindestens 10 Theorien ausdenken. Aber das Gesicht der Mars ist dennoch, finde ich, eine interessante Geschichte. Aber diese Skulptur da, die man da sieht im dritten Bild von unten auf der Bilderseite, die ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Und es gibt ja am Mars auch andere Dinge, also wo man, die auch, ich meine, da muss man nicht, weiß Gott, wie genau hinschauen und man erkennt also Ähnlichkeit zu ägyptischen Steinarbeiten und so weiter, also Figuren, die in den Fels hineingearbeitet werden und so. Ganz ähnliche Sachen, die man auch in Ägypten sieht. Und ich meine, also, wie gesagt, ich bin ein Freund also der Außerirdischen. Ich schließe das nicht völlig aus, also eine ehemalige, also Mars-Zivilisation. Aber ich bin nicht ganz überzeugt davon. Ja? Aber jetzt, weil du sagst, du bist ein Freund der Außerirdischen, wenn man jetzt diese ganzen Beweise, die man da so hat, zusammenzählt, und wir haben jetzt ja auch einiges an Bildmaterial gesehen und es begann also im Mittelalter oder noch viel früher mit Malerei, jetzt mit tausenden Fotoaufnahmen. Was kannst du denn zu diesem Phänomen sagen? Was ist denn da so dein Standpunkt dazu? Ich bin jetzt nicht sicher, entschuldige, also ob ich die Frage verstanden habe. Naja, das UFO-Phänomen, was glaubst du ist denn... Ach so, ja. Ja, zum UFO-Phänomen gibt es also genauso 100 Theorien, also von UFOs aus Gedankenkraft über geheime Militärprojekte. Die außerirdische Hypothese ist halt also die beliebteste.
ich bin nicht sicher, ob das UFO-Phänomen, das moderne UFO-Phänomen identisch ist mit dem, was man eben im Zusammenhang mit der Paläoseti-Hypothese sieht, also dem Besuch der als Götter verehrten Wesen aus dem All. Also die Beschreibungen sind da doch sehr unterschiedlich. Moment, aber also die Beschreibungen teilweise von den Objekten zum Beispiel. Ja, von den Objekten, da gibt es also in der Neuzeit alle möglichen Beschreibungen, und also mir kommt eher vor, wenn man die Beschreibung aus dem Altertum hernimmt und die Beschreibung aus der Jetztzeit, dann beschreiben die schon was sehr Ähnliches, nur mit einer anderen Sprache, weil ja eben aus einer anderen Zeit. Kann man auch sagen, aber die Objekte, also sagen wir jetzt in den Mythen, ja, also wo die mit Feuer und Rauch da erschienen sind, also das habe ich bei den modernen UFO-Phänomenen, wo das doch eher eine lautlose Erscheinung ist, nicht so in dieser Form. Mhm. Aber ich will nicht ausschließen, dass es da um das gleiche Phänomen geht, aber sicher bin ich mir nicht. Ja, ich auch nicht. Ausschließen, kann ich auch nie, oder sagen wir es anders. Also was mich auch etwas irritiert, bei der außerirdischen Hypothese ist, wenn man wir gehen ja immer nach unseren Vorstellungen aus, ja, das ist natürlich schon der Haken bei der Sache, weil wir wissen ja nicht, was eine Intelligenz, die vielleicht Millionen Jahre älter ist, als wir, hoffentlich auch moralisch und ethisch weiterentwickelt als wir, was die für Motivationen hat und welche Möglichkeiten sich in Erscheinung, praktisch in Erscheinung zu treten, das wissen wir nicht. Aber was mich halt etwas stutzig macht, ist die sehr unterschiedlichen UFO-Formen. Ja? Also wenn man annimmt, das seien wirklich im herkömmlichen Sinn, Raumschiffe, dann ist das schon sehr seltsam, dass die in völlig unterschiedlichen Typen von einem Planet XY da laufend zur Erde pilgern. Ich würde eher vermuten, das Modell, dass es Besucher aus anderen Dimensionen sind oder anderen Zeiten, wie inzwischen leider verstorben, der Ernst Meckelburg, der Bewusstseinsforscher aus Deutschland, hat ja diese These auch publik gemacht, dass es Art Zeitreisende wären. Auch der Hildebrand von Ludwiger von der MUFON CES vermutet das auch. Das würde ich nicht ausschließen. Das scheint mir nicht unwahrscheinlich. Ja, oder ich glaube ja, dass wir es hier mit einer ganzen Palette an völlig verschiedenen Phänomenen zu tun haben, die fälschlicherweise alle unter einen Hut versucht werden. Auch das ist nicht auszuschließen. Stimmt, ich bin überzeugt, dass wir, zum Beispiel das eine Bild, das ich in den News auch kurz behandelt habe, wo man so ein Dreieck sieht, da glaube ich, das ist ganz einfach F-19 oder irgendein terrestrisches Ding. Dann gibt es Dinge, die in Knittelfeld gesichtet werden, wo ich dann nur sagen kann, ich habe keine Ahnung, aber da bin ich wieder eher bei dieser transdimensionalen Geschichte. Ich glaube, dass da verschiedenst und manchmal ist es vielleicht wirklich auch ein Bewusstseinsphänomen. Ja, das macht dieser Facettenreichtum macht es natürlich sehr schwer. Es wäre natürlich toll, wenn es so eine Art Forschungsstätte gäbe, die interdisziplinär das Phänomen untersucht. Und die gibt's, MUFON CES macht das sehr wohl. Darum, richtig. Ja, die machen die haben da Psychologen, die haben Physiker wie zum Beispiel den Hildebrand von Ludwiger und ganz viele andere. Stimmt, und schauen Sie das an. Und es gibt natürlich auch in Amerika solche, MUFON kam ja aus Amerika. Das gibt's schon, aber es ist halt mit den Mitteln nicht so einfach, und solange da jetzt nicht wirklich, das Problem ist, man muss da glaube ich sehr viel Zeit und Geld investieren, wenn man da wirklich dahinter kommen will. Ich vermute, man will da gar nicht so genau dahinter kommen. Jetzt aus irgendeinem Grund möchte man da eigentlich lieber den Schleier des Schweigens drüber lassen. Aber nichtsdestotrotz. Einig sind wir uns aber, dass es reale Erscheinungen sind. Ja? Und was aber letztlich wirklich die Ursache ist, es gibt eben Bereiche, wo man sich offen halten muss. Wir wissen es noch nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass